Wenn ich lieber zu Fuß in meinen Kneiperen, jetzt steht doch jetzt neben mir an der Theke meine alle Freund, der Senkendeckelsheim. Senkendeckel. Also das ist der Bruder vom Lötschen Dötschstün. Aus zweiter Ehe. Gut, für Einsiethein-Jagd kannst du mir vielleicht mal erklären, wie effektiv städtische Beamte arbeiten? Sag, hey, da kann ich ja ausrechnen, pass uns auf. Das Jahr hat 365 Tage. Pro Tag brauchen gute deutsche Beamte 8 Stunden Schlaf, macht im Jahr minus 122, bleiben nur noch 243 Tage. Täglich hat er 7 Stunden Freizeit, macht im Jahr nochmal minus 106, bleiben noch 137 Tage. Davon muss man jetzt 11 gesetzliche Feiertage abziehen, bleiben noch 126. Da gehen aber jetzt noch 52 freie Sonntage runter, bleiben noch 74. Man muss aber noch 52 arbeitsfreie Samstage abziehen, bleiben noch 22. Er hat auch noch Anspruch auf 3 Wochen Urlaub, minus 21, bleibt nur noch ein Tag und dann ist ausgerechnet der 1. Mai. Wissen Sie eigentlich, warum im Kölner Rathaus vor den Bürotüren der höchsten leitenden städtischen Beamten Zebrastreifen auf dem Fußboden aufgemalt sind? Nee, damit die Kriecher nicht von den Radfahrern überrollt werden. Jetzt kaum in Bonn am Bundeshaus angekommen, begegnet mir dort der Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und sagt, können Sie mir vielleicht einmal sagen, in welchem Alter die Frauen am knackigsten sind? Ich sage, Rötzebill. Also die Frauen sind natürlich in deinem Alter am knackigsten. Seht du Schmeichler. Warum das denn? Ich sage, dann knackt es hier und knackt da und knackt da. Und weil dann im Tag so furchtbar heiß war, ich abends in der Bonner Altstadt trinke Bier, in dem Moment geht die Tür auf, rinnt der Bundesarbeits- und Sozialminister Blüm, geht an der Theke, bestellt sich eine 3-stöckige Cognac, trinkt der Ex, schüttelt sich und sagt, brrr, das zieht einem ja alles zusammen. Seht ihr, wird keine Reklamation, du warst also so klein, wie du rankommst. In Italien angekommen, ich auf das nächste Schiff. Am 3. Abend wollte einer meine Sprachkenntnisse testen und frage ich, was heißt denn auf Thailändisch? Meine Mütze liegt auf der Mauer. Ich sage Cap en Amour. Sieh, da probieren wir mal was anderes. Was heißt denn ungeliebter Parteigenosse auf Französisch? Ich sage La Fontaine. Nee, seht ihr, mit Ihnen hat es heute keinen Zweck. Hab ihn getestet. Ich sage, was heißt denn Freudenmädchenbrotaufstrich auf Italienisch? Wusste nicht. Ich sage Nutella. Am Heimweg nach Köln, ich fahre durch die ehemalige DDR, dem jetzigen Trabinesien. Sie wissen, was Trabi auf Chinesisch heißt? Nee, saueng. Ich in Leipzig in der nächsten Kneiperin, bestell mal Bier. Der stellt mir das Bier auf den Tisch. Ich lore. Sage, ey Freund, nicht mit mir. Das Bier ist ja nur halb voll. Seht ihr, gemacht, bloß keine Aufregung, das ist Aktienbier, das steigt noch. Ob der Kulturschock hin ich in meine Stammkneiperin, rät's an der Theke Stunden eine neue. Ob einmal fing der an, wetten wir um ein Kölsch, das ich mir ins linke Auge beißen kann? Ich denke, das geht nicht. Ich sage, top, die Wette gilt. Da holt der sein Glasauge raus und beißt drauf. Ich hatte verloren. Der hat das Kölsch gerade, hier fing der schon wieder an. Wetten wir noch um ein Kölsch, dass ich mir auch ins rechte Auge beißen kann? Ich denke, jetzt hast du. 2 Glasauge, das ist unmöglich. Ich sage, top, die Wette gilt. Da holt der sein Gebisse raus. Ich anschließend die Mingewacherin, um Heimweg fährt doch für mir eine der kleinsten Viehtransporter der Welt, ein Streifenwagen.
Ja, kennt ihr nicht? Vorne 2 Bullen, hinten die arme Sau, die mit muss. Ich halte mich an, meint einer von den Beamten, ich habe Sie genau beobachtet. Sie haben eben einen brennenden Zigarettenstummel am Fenster hinausgeworfen. Ich werde Ihnen eine Anzeige machen. Wie heißen Sie? Ich sage, Wladislaus Skratowitsch Skroposchon Strowinski. Seht ihr, wie heißen Sie? Ich sage, Wladislaus Skratowitsch Skroposchon Strowinski. Seht ihr, na ja, für diesmal will ich normale auch zudrücken. In dem Moment schnuppert er und sagt, haben Sie Restalkohol? Ich sage, keine Bettelei, da ist ein Bütchen, kauft er selbst jetzt.